Willkommen bei Evolvium, deinem Raum für tiefe, Wahrheit und göttlich fundierte Perspektiven. Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin Linda und in dieser Staffel Frucht des Geistes versus Frucht des Fleisches schaue ich mit dir an, was Früchte des Geistes sind und was Früchte des Fleisches. Und vor allem, wie wir mit Gottes Hilfe mehr und mehr Früchte dieses Geistes hervorbringen können. Wie immer findest du in den Shownotes die Bibelstellen, die ich heute für dich dabei habe, damit du nachlesen, prüfen und für dich bewegen kannst. Heute geht es um die erste Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22, die Liebe. Und ich möchte dir gleich am Anfang sagen, es geht nicht um irgendeine Liebe, nicht um romantisches Knistern, nicht um Sympathie, nicht einmal um das warme Gefühl der Zuneigung. Es geht um etwas Tieferes, etwas, das unsere Welt oft völlig falsch versteht. Und wenn wir es verwechseln, landen wir ganz schnell bei einer Frucht des Fleisches, in dem Drang, es immer allen recht machen zu wollen, um dafür vermeintliche Liebe zu bekommen. Vielleicht bist du schon lange auf der Suche nach Liebe. Vielleicht hast du sie in Beziehungen gesucht, in Anerkennung, in Zustimmung. Und vielleicht kennst du auch dieses nagende Gefühl, egal wie sehr ich mich anstrenge, es reicht nie. Weißt du was? Genau dort setzt Gottes Wahrheit an. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Behalte diese Grundlage bitte im Hinterkopf. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Heute erzähle ich dir etwas von der Liebe Gottes, davon, wie Jesus uns liebt und will, dass wir einander lieben. Ich nehme dich mit in Bibelstellen, die dir von der Liebe erzählen, und ich werde ganz persönlich, denn Liebe berührt uns alle. Jesus selbst hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, als Zeichen dafür, dass wir uns gegenseitig in Liebe demütig dienen sollen und diese Liebe nicht abhängig von Leistung oder Anpassung ist. Und Jesus hat sein Leben für uns gegeben, weil er uns so sehr liebt, dass er bereit war zu leiden, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können, weil er wusste, dass nur das uns ewiges Leben schenken wird. Was heißt das für dich? Das schauen wir uns nun gemeinsam an. Genau das ist die Liebe, von der Paulus im Brief an die Galater sprach. Im Griechischen heißt sie Agape. Agape ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Haltung, eine Entscheidung. Ich will dir Gutes tun, auch wenn ich nichts zurückbekomme. Und diese Liebe kannst du nicht aus dir selbst produzieren. Sie fließt aus Gott zu dir und durch dich weiter zu anderen. Ich möchte dir etwas Persönliches erzählen. Denn ich habe lange nach Liebe gesucht, aber ich habe sie an den falschen Orten gesucht und vor allem auf dem falschen Weg. Und ich bin der weltlichen Liebe nachgerannt. Ich habe versucht, mir Liebe zu verdienen, indem ich nett war, indem ich angepasst war, indem ich gefallen wollte. Besonders bei mir nahestehenden wichtigen Menschen. Das Ergebnis? Ich habe mir selbst geschadet. Ich habe mich innerlich verloren, weil ich nicht aus Freiheit gehandelt habe, sondern aus Angst. Angst, nicht genug zu sein. Angst, nicht gemocht zu werden. Angst, nicht angenommen zu sein. Kommt dir das bekannt vor? Du bist damit auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe außerdem den Menschen, die mir wichtig sind, damit geschadet. Du fragst jetzt, wie das denn? Schau, diese Menschen haben dadurch selten mein echtes Ich bekommen, weil dieses Ich angepasst war an meine Idee davon, wie ich sein muss, um liebenswert zu sein. Und so hart es klingt, ist es dennoch wahr. Damit habe ich gleich mehrere Sünden an diesen Menschen begangen. Dann kommt noch eine weitere wichtige Komponente hinzu. Wenn wir selbst glauben, leisten zu müssen, um geliebt zu werden, erwarten wir irgendwo tief drin auch eine Leistung von unserem Gegenüber. Und das ist der Teil, den viele heutzutage missachten und bypassen. Doch gerade für uns als Christen ist dieser Teil haargenau gleich wichtig, denn Jesus hat uns in Matthäus 22, Vers 37 und 39 geboten: Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Ebenso wichtig ist aber ein zweites:
Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Solange wir also in dieser Erwartung an uns und unser Gegenüber anhaften, können wir nicht bedingungslos lieben. Und ich möchte dir eine wichtige Frage mitgeben, die du in dir bewegen kannst. Kannst du Gott wirklich von ganzem Herzen lieben, wenn du selbst noch an eine leistungsgebundene Liebe glaubst? Von außen sieht es vielleicht aus wie Liebe, wenn du immer hilfst, wenn du immer Ja sagst, wenn du immer freundlich bleibst. Aber tief im Innern spürst du, das ist keine Freiheit, keine Wahrheit, das ist ein innerer Zwang. Das Fleischliche sagt, ich brauche deine Zustimmung, damit ich mich wertvoll fühle. Agape, die Frucht des Geistes, sagt, ich bin in Christus wertvoll und aus dieser Fülle heraus kann ich dir dienen. Das ist ein himmelweiter Unterschied und ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Seit Jesus mehr und mehr Raum einnimmt in meinem Leben, spüre ich muss mich nicht mehr abmühen, Liebe zu bekommen. Denn wie anfangs erwähnt, ich bin bereits geliebt. Du bist bereits geliebt, jetzt in diesem Moment, mit all unseren Fehlern, mit all unserer Vergangenheit. Denn vor ihm können wir nichts verstecken. Wie in Psalm 139, Vers 8 so schön formuliert. Und stiege ich in den Himmel hinauf. Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Gott will, dass wir uns vollkommen vor ihm zeigen. Und er liebt uns, trotz und wegen allem, was uns ausmacht. Und aus dieser Gewissheit heraus verändert sich gerade etwas in mir. Ich kann Menschen mehr und mehr wirklich lieben. Nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern weil ich durch seine Liebe erfüllt bin. Das braucht Zeit und immer wieder die strenge, zurechtweisende und weiterhin liebende Stimme meines himmlischen Vaters. Es gibt noch weitere Früchte des Fleisches, die der Liebe gegenüberstehen. Härte, Wut, Zorn, aber auch Angst. All das sind Gegenspieler. Und bei einer anderen Gelegenheit werde ich auf diese Früchte zurückkommen. Doch für heute möchte ich es dabei belassen. Denn erst wenn wir unser Herz für die Liebe unseres himmlischen Vaters öffnen, wird er eben dieses Herz überhaupt erweichen. Und um diese Liebe anzunehmen, müssen wir aufhören zu glauben, dass an Liebe Bedingungen geknüpft sind. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du diese bedingungslose Liebe Jesu annehmen und weitergeben kannst. Ich möchte dir das deswegen noch einmal ganz klar zusprechen. Du bist von Jesus geliebt. Nicht, weil du alles richtig machst, nicht, weil du immer stark bist, sondern weil er dich sieht und weil er für dich ans Kreuz gegangen ist. Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 9, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Spürst du, was das bedeutet? Die gleiche Liebe, die der Vater zum Sohn hat, diese unvorstellbar tiefe Liebe, die gilt dir. Und genau in dieser Liebe liegt die Kraft, frei zu werden von leistungsgebundener Liebe. Wenn du weißt, ich bin geliebt, egal was kommt, dann musst du niemandem mehr etwas vorspielen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich diese Liebe leben? Nimm dir Zeit, sie dir im Gebet zusprechen zu lassen. Lies die Stellen in der Bibel, wo Gott dir seine Liebe erklärt. Prüfe deine Motive. Frag dich ehrlich, tue ich das gerade aus Liebe oder aus Angst? Und übe Nein zu sagen. Echte Liebe ist nicht immer bequem. Manchmal heißt Liebe auch, Grenzen zu setzen, nicht um hart zu sein, sondern um dem Wahrheitsgebot treu zu bleiben. Liebe ist nicht grundlos die erste Frucht des Geistes. Sie ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Liebe bedeutet in Christus frei sein und aus dieser Fülle heraus geben. Und das ist meine Einladung an dich heute. Hör auf, Liebe an den falschen Orten zu suchen. Lass dir von Jesus zeigen, was Agape wirklich ist. Nimm seine Liebe für dich an und dann geh los und liebe die Menschen. Vater, ich danke dir, dass du uns schon immer geliebt hast und immer lieben wirst.
Auf deine Liebe können wir uns stützen und verlassen, egal wo wir gerade stehen. Vater, ich danke dir, dass du uns zeigst, im Wort, in der Bibel, immer wiederholt zeigst, wie sehr du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du aus Liebe zu uns, zu deinen Brüdern und Schwestern Leid ertragen hast, damit wir eine Beziehung zu Gott leben können und diese Liebe spüren können, diese Liebe, die vom Vater kommt. Ich bitte dich, schütte über allen, die meine Stimme gerade hören, genau diese Liebe aus. Umarme sie, übergieße sie mit deiner Liebe. Lass jeden und jede wissen, dass du uns liebst, mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Auf dich können wir uns verlassen. Amen. Wenn diese Folge dich berührt, dir geholfen oder dich näher mit Jesus verbunden hat, teile sie gerne und abonniere Evolvium auf Spotify oder YouTube. Ich freue mich außerdem sehr über Feedback in den Kommentaren. Hier bei Evolvium entsteht ein Raum, in dem wir gemeinsam wachsen dürfen. Nicht in Perfektion, sondern in Wahrheit. Bis bald. Sei gesegnet im Namen Jesu. Amen.